Das strenge deutsche Embryonenschutzgesetz soll den Missbrauch neuer Fortpflanzungstechniken verhindern. Doch ist es noch zeitgemäß? 1978. Louise Brown wird in Großbritannien geboren. Das erste Kind der Welt, das im Reagenzglas gezeugt wird. Ein Durchbruch, der Fragen aufwirft. Was ist erlaubt? Kommt das Designerbaby? Wird Fortpflanzung zum Geschäft? Das Embryonenschutzgesetz setzt 1990 strafrechtliche Grenzen. Doch Forschung und Medizin entwickeln sich weiter. ICET, Eizellspenden, Leihmutterschaft, in vielen Ländern heute schon legal. Gibt es Missbrauch bei uns, wie damals befürchtet? Medizinethikerin Claudia Wiesemann meint, von einem pauschalen Missbrauch kann nicht die Rede sein. Und es ist auch wichtig, dass die Familien einmal von diesem generellen Verdacht befreit werden. Es gibt immer Gefahren fortschrittlicher Techniken, aber wir haben gelernt in den letzten 30, 40 Jahren, dass wir mit diesen Gefahren konstruktiv umgehen können. Ein Kind pro Schulklasse. Über 340.000 Menschen wurden mit Hilfe der Reproduktionsmedizin bei uns geboren. Auch seine Kinder. Martin Hagen kämpft als bayerischer Landtagsabgeordneter für eine juristische Reform der Reproduktionsmedizin. Es gibt natürlich Gründe, bestimmte medizinische Dinge aus ethischen Erwägungen auszuschließen. Aber da verändert sich auch die gesellschaftliche Debatte. Und ich glaube, bei einigen Punkten sind wir da einfach schon weiter, als das vor 30 oder 40 Jahren waren. Was ist erlaubt? Was verboten? Der Handel mit menschlichen Keimzellen ist grundsätzlich verboten. Auch Leihmutterschaft und Eizellspenden. Samenspenden aber sind erlaubt. Legal ist pro Behandlungszyklus die Erzeugung von maximal 3 Embryonen aus den Eizellen der Frau, die eine Behandlung in Anspruch nimmt, die sogenannte Dreierregel. Verboten sind die Selektion und die Herstellung überzähliger Embryonen, ebenso wie die Forschung damit. Die Präimplantationsdiagnostik, kurz PID, mit der Merkmale wie das Geschlecht bestimmt werden können, ist nur bei wenigen Erbkrankheiten erlaubt. Viele Regelungen fallen noch unter das Strafrecht und sind außerdem veraltet, kritisiert Claudia Wiesemann. Es ist dringend an der Zeit, das Embryonenschutzgesetz zu reformieren und es durch ein modernes Fortpflanzungsmedizingesetz zu ersetzen. Es sind so viele Bereiche ungeregelt und es gibt zu viele Verbote. Beispiel ICET. Der Elective Single Embryo Transfer zeigt, wie komplex das Zusammenspiel von Gesetz, Ethik und medizinischer Praxis ist. Bei Kinderwunschbehandlungen treten Mehrlingsschwangerschaften bis zu 17 Mal häufiger auf als sonst, da mehrere Embryonen übertragen werden. Das geschieht heute am 5. Tag der Entwicklung, wenn sich auch natürlich gezeugte Embryonen in die Gebärmutter einnisten. Um erhöhte Risiken von Mehrlingsschwangerschaften zu vermeiden, wird zum Beispiel in Schweden ein Embryo gezielt ausgesucht und übertragen, der sogenannte Elective Single Embryo Transfer. Die Chancen einer Geburt verringern sich zwar etwas, aber die Zahl der Mehrlingsgeburten war 2019 unter 5%, deutlich geringer als in Deutschland mit 18,3%. Doch bei uns ist der ICET, wie Selektion, verboten. Zu Recht? In dieser sehr frühen Phase der Embryonalentwicklung gelangen allenfalls etwa die Hälfte der Embryonen tatsächlich zur Implantation und entwickeln sich weiter. Wir schützen hier eine Entität, die in der Natur sehr viel weniger geschützt ist. Und stattdessen gefährden wir aber die Frau und ihre Kinder in der Schwangerschaft. Denn Mehrlingsschwangerschaften sind riskant für beide, für Frau und für die Kinder. Nächstes Beispiel: überzählige Embryonen. Sie entstehen, obwohl grundsätzlich verboten, auch heute schon. Eizellen zu gewinnen birgt Risiken. Oft werden mehr gewonnen als nötig und für weitere Versuche eingefroren. Zuvor werden sie imprägniert. Das bedeutet, ein Spermium ist bereits in der Zelle, männliches und weibliches Erbgut aber noch nicht verschmolzen. Ist der Kinderwunsch erfüllt, sind diese sogenannten Vorkernzellen überzählig. Rechtlich zählt ihre Weitergabe aber als Eizellspende. Denn wenn man die Vorkernstadien auftauen und sich entwickeln lässt, dann entsteht nach deutschem Embryonenschutzgesetz erst ein Embryo. Und der darf nur auf die Frau übertragen werden, von der die Eizelle stammt. Das heißt, Eizellspende ist in Deutschland verboten, also müssen diese Vorkernstadien verworfen werden, wenn sie nicht weiter genutzt werden sollen. Und das ist eigentlich paradox, das ist sogar sinnlos, denn es gibt viele Paare, die auf eine solche Spende warten würden. hinzu kommt, dass Adoptionen von bereits weiterentwickelten Embryonen rechtlich aber erlaubt sind.
Thema Eizellspende und Leihmutterschaft. Eizellspenden nutzen viele heute schon, zum Beispiel in Spanien. In Tschechien ist auch die Leihmutterschaft erlaubt. Einrichtungen werben gezielt in Deutschland. Zumindest das Verbot der Eizellspende hält Claudia Wiesemann für überholt. Denn mittlerweile gibt es so viele gute Studien, die zeigen, dass Kinder nach Samenspende und nach Eizellspende normal aufwachsen, eine glückliche Kindheit haben. Und dass es allenfalls Probleme geben kann, wenn es um die Identität des Spenders oder der Spenderin geht. angesichts erlaubter Samenspenden wäre die Legalisierung der Eizellspende nicht gerecht? Nein, meint Anne-Maja Kretner vom Verein der Spenderkinder. Sie sieht eine Kommerzialisierung und finanzielle Abhängigkeit der Frauen. Wir wissen das aus anderen Ländern, wie sowieso Spanien, aber eben auch aus Großbritannien, dass dort sich nicht genügend Frauen finden, wenn es eben wirklich nur eine reine Aufwandsentschädigung ist. Heute gilt bei uns das Samenspenderregistergesetz. Es schützt Spender vor finanziellen Ansprüchen. Die Kinder haben das Recht zu erfahren, wer ihr genetischer Vater ist. Kämen Eizellspende und Leihmutterschaft dazu, wird die Sache noch komplizierter. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass eben über 80% der aufgeklärten Spenderkinder diese Menschen kennenlernen möchten. Und sie möchten dann nicht nur einen Namen wissen oder ein Geburtsdatum, sondern sie nehmen sie als Person wahr. Sie möchten mit denen mal sprechen, sie möchten etwas Greifbares haben und sie möchten eben selbst auch als Person wahrgenommen werden. Fazit: Es bleiben viele Herausforderungen und Reformen scheinen dringend notwendig.